Sie sind allein und ich kann endlich meiner Empörung Ausdruck verleihen. Bitte schön. Deine Tochter Charlotte hat uns in schamlosester Weise belogen. Hat sie das? Das hat sie. Und das wundert dich? Was haben wir denn die ganze Jahre hier Simmerat getan? Uns gegenseitig belogen und beschwindelt. Weil keiner die Traut hatte, das zu sagen, was er wirklich denkt. Jawohl. Und wer ist schuld? Ihr mit eurer Moralfatzkerei. Will ich jetzt erlauben, Mann? Ja. Du bist der General Oberfatzke. Hier, meine Frau Mila hat mich vom ersten Tag unserer Ehe an belogen und beschwindelt. Sie hat mir verschwiegen, dass ihre Tochter eine Tänzerin von Varieté ist. Hier in die Wett, wo du das Messer drauf geschliffen hast. Ich bin sprachlos. Der liebe Gott, erhalte dir den Zustand hier. Und was hab ich denn getan? Ich habe mich doch nicht viel besser benommen. Ich habe getan, als wenn ich den Moralfilm hätte. Ich habe den sichtlich Entrüsteten gespielt. Und dabei hätte ich wahnsinnig gerne mal über die Stränge geschlagen. Und vorgestern bin ich nach Köln geschickt, da wäre es beinahe geschehen. Ich war nämlich gar nicht auf der Versammlung. Böcklein, hier bleiben. Ich wollte nicht stören. Nein, du störst nicht. Komm, Butter bei Fisch, klarer Fisch. Hier, der war nämlich auch nicht auf der Versammlung. Weißt du, wo wir zwei waren? In Varieté. Wir haben uns die Yvette angesehen. Die hat uns so gut gefallen, dass ich sie zum Souper eingeladen habe. Habe ihr einen solchen Rosenstrauß geschenkt. Und einen Brillantring von 3.000 Mark. 3.000 Mark? Aber den hat Böcklein bezahlt. Moment mal, aber dann brauche ich dir Geld da ja nicht wiederzugeben. Nee, die schenke ich dir ja auch. Schenkst du? Ja, sag mal, dann hast du ihn ja doch bezahlt. Zum Willkommen der Tochter war doch was nötig. Von dir hört man ja schöne Sachen. Was denn zum Beispiel? Wie einer Tänzerin soupieren. Aber Mama, da wusste er doch schon, dass ich seine Tochter bin. Nein, bitte, Liebchen, tu das nicht. Kaum in der Familie, jetzt fängt sie an zu schwindeln, ist nicht wahr? Ist genau, was ich gesagt habe. Einmal wollte ich auch den wilden Mann markieren. Markier ihn doch bei mir. Tu ich ja auch. Und ich fordere dich auf, alle deine Ehrenämter niederzulegen. Die kannst du dir alle auf den Bauch binden. Jetzt sind wir gerade Schluss mit der Moral. Jetzt kann jeder tun und lassen, was er will. Und jeder denken, was er will. Jetzt ist Feierabend. Und darüber freue ich mich. Und wer ist schuld daran? Unsere Yvette. Sie ist gekommen, hat aufs Knöpfchen gedrückt und dann kam er zum Vorschein. Wer? Der wahre Jakob!
Applaus